Charlies Go-Kart mit Fluxkompensator. Ein Geschichtli von der Tanja Alexa Holzer, produziert Wortfeger Media aus der Mitmachserie «Gib mir 5». Der Charlie hat einen Wunsch gehabt, einen ganz grossen. Und der ist ihm tatsächlich vor ein paar Tagen an seinem Geburtstag erfüllt worden. Seine Eltern haben ihm einen richtig coolen Go-Kart geschenkt. Und der war so spitzenmässig cool mit richtig tollen Überrollbügeln. Aber einen Motor hat er nicht gehabt. Das war aber auch okay, denn der Charlie hat gedacht, dass er selber so laut Brrrr kann machen, dass der fehlende Motor gar niemandem auffällt. Sofort hat er sein neues Fahrzeug auf der Quartierstrasse ausprobiert. Er hat gehörig in die Pedale getreten und brrrr. Das hat so dröhnt, dass der Charlie überlegt hat, tönt echt so auch ein Fluxkompensator? Ihr wisst nicht, was ein Fluxkompensator ist? Ich auch nicht. Der Charlie hat es mir erklärt. Ein Fluxkompensator ist der Antrieb, also quasi der Motor von einer Zeitmaschine. Mit einer solchen kann man durch die Zeit flitzen, in die Vergangenheit und in die Zukunft. Der Charlie hat das im Fernsehen gesehen. Jetzt ist er mit seinem Go-Kart drauf losgefahren, dass ihm der Winterwind fast die Ohren abgefroren hat. Seine Augen haben gebrannt und tränet. Er hat kaum mehr etwas gesehen, weil die Tränen die Sicht auf die Strasse verschwimmen lassen haben. Plötzlich hat es vor ihm fürchterlich gekreischt. Der Charlie hat sich über die Augen gewischt, um wieder besser zu sehen. Da ist eine Katze ganz verschreckt davon gesprungen. Ihr dickerte Fell ist ihr zu Berg gestanden und ihre Augen haben wild gefunkelt. Ist er ihr öppe über den Schwanz gefahren? Hat der Charlie sich gefragt. Immerhin habe ich dich nicht ganz verwünscht, hat er der Katze hinten angerufen. Die hat sich ängstlich in den Schnee hineingeduckt und ihn misstrauisch beäugt. «Weisst», hat der Charlie ihr erklärt, «sonst hättest du nachher ausgesehen wie ein Rindstartar, das mein Papi an Weihnachten isst.» «Nein, blöd, du wärst ja dann ein Katzentartar geworden. Bist ja kein Rind, oder?» Badabum! In dem Moment hat eine dicke Ladung Schnee den Charlie verwünscht. Er ist also vor lauter Tartargedanken in eine Telefonstange gefahren und der ganze Schnee, der dort auf den Drähten und den Installationen gelegen ist prompt auf den Charlie runtergeplumpst. «Aua!» hat der Charlie aufgehüllt und sein Bein gehebt. Das hat echt wehgetan, weil er es angeschlagen hat. Hoffentlich habe ich mir nicht so einen doofen Oberschenkelbruch eingefangen, wie der Onkel Bruno kürzlich beim Skifahren, hat der junge Go-Kart-Traudi jetzt banget. Der Charlie hat überhaupt keine Lust gehabt auf das Spital oder auf Spritzen und all das komische medizinische Zeugs. Sein Bein hat gesurrt. Und trotzdem hat der Charlie mit seinen Händchen angefangen, den Schnee von sich wegzuschaufeln. «Miau, miau», hat es über ihm gemacht. Tatsächlich ist auf der Schneemauer neben ihm die tigerte Katze von vorher gesessen. Täuscht er sich oder hat sie tatsächlich ein bisschen schadenfroh reingeschaut? Und die Moral von dieser Geschichte? Ach was, die gibt's nicht. Manchmal passiert einfach Mist. Die Geschichte habe ich geschrieben nach den 5 vorgegebenen Worten vom Heini, die geheissen haben: Fluxkompensator, Oberschenkelbruch, Telefonstange, Überrollbügel und Rindstartar. Tschüss und bis gleich.